Jetzt schon Ferale? Na, das kann noch heiter werden. Nein! Mädchen! Okay, wir spielen auf normale, gell? Alter! Das ist aber schnell gegangen. Hey, komm! Und mit einem skurrilen Schuster bleibt bei deinen Leisten, kriegst du zurück bei 7 Days to Die. Du siehst jetzt oben, fangen wir mal an, es gibt einige Dinge, die ich bereden muss und die ich zeigen will. Es ist nun Tag 7 um 0 Uhr 8. Der Blutmond folgt ab Tag 10. Die Spieltage, die Ingame-Tage sind auf 90 Minuten gesetzt und der Schwierigkeitsgrad ist wieder derzeit auf normal. Du hast ja das Debakel in Folge heute ist ein guter Tag zum Sterben 1 und 2 gesehen, wenn du es gesehen hast. Das ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Und ich bin leider mittlerweile kein Mensch. In manchen Spielen, bei einem Bloodborne, verstehe ich es, wenn ich permanent drauf gehe. Weil dort die KI lernen sollte, wie sie funktioniert, wie sie agiert. 7 Days to Die ist ein Spiel, da will man einen Spaß haben. Da kann es dann auch passieren, dass ich beim Blutmond blöderweise irgendwo anrutsche und mitten in den Gegner lande und mich dort mit ihnen prügle. Ja, es ist so ein bisschen, ja. Wie gesagt, dieses Spiel hat so viel Potenzial, dass du so viel Blödsinn auch drin machen kannst. Ich werde jetzt 40 in knapp, weiß ich nicht, wann das Video erscheinen wird. Im Oktober bei 40 und ich will da ein bisschen was anderes machen. So, du siehst ja da hinten, laufen jetzt nun schon ein paar Zombies um und um. Ja, ist ja normal in einem Zombie-Spiel, ne? War ja blöd, wenn lauter Sebastiano Shorties herumlaufen, gell? Und kurz den Faden verloren, kurzen Augenblick. Die Blutmonde im 10-Tages-Rhythmus bleiben derweil. Aus einem einfachen Grund. Weil ich nämlich nicht weiß, wenn die Alpha 20 kommt. Was ich über die Alpha 20 weiß, sie bekommt 100 neue Orte von Interesse. Keine Ahnung, wird sie alles ergeben im Laufe der Zeit. Ich hoffe, dass ich mir diesen Spielstand erhalten kann beim Wechsel von der 19er in die 20er. Das wäre viel geil. Weil, weiter sagen, das habe ich in der Zwischenzeit aufdeckt. Da sind wir unten irgendwo gespawnt, da in dem Gebiet. Dann sind wir da verspaziert. Ja, haben da, ich glaube da sind wir das erste Mal verreckt, da in dem Gebäude.
Na da sind wir das erste Mal verreckt und da in der Umgebung sind wir glaube ich zweimal verreckt. Ähm, Wie du im neuen Intro schon gesehen hast, bin ich dann nochmal verreckt. Da hinten drinnen bei einem Waffensafe und 3 Landminen am Boden liegen. Hm. Hm. Ja, wenn man gedacht, das hat so geil eingepasst und dann einen Furz drüber legen, hat super passt. Ja, künstlerische Überausgabung nennt man sowas. Jetzt schauen wir kurz, wo die 3 Zombies sind. Die sind da hinten. Wir haben noch ein bisschen Ruhe. Jetzt kann ich noch ein bisschen was erklären. So viel zu diesem Spielstand hier. Ich will mir den ein bisschen länger gehalten und ich will den ausbauen. Weil, wenn ich jetzt dann wieder neu anfangen müsste, ich hätte, glaube ich, einen Blutrausch kriegen. Ganz einfach. 7 Days to Die. Ich werde was versuchen. Und zwar, du hast ja den Kreativmodus und du kannst da die Erfahrungspunkte hochschrauben bis aufs Letzte. Und da möchte ich ein paar Episoden machen mit dem Kreativmodus. Und es gibt einen Ort auf der eigentlichen Hauptkarte, den möchte ich besuchen. Unter jener Voraussetzung, dass man für diese paar Episoden den Schwierigkeitsgrad auf normal lassen, dann die Erfahrungspunkte hochschrauben etc. etc. und den Kreativmodus. Mehr will ich nicht. Ich will nur einen einzigen Ort versuchen, dorthin zu kommen und den einmal zu erkunden. Das erste Mal habe ich den Ort gesehen beim Gronk im Let's Play. Oder habe ich den selber auch schon gesehen? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe schon so viele Anfänge. Ich habe die Xbox-Version, ich habe die PS4-Version und ich habe jetzt eben die PC-Version. Und da die PC-Version derzeit einfach die hübscheste ist, bin ich natürlich dabei geblieben. Ne? Gut, folgendes. Ich bin mittlerweile, wo ist denn der Schaß? Da. Ich habe jetzt mittlerweile Spielstadium 22. 3 Tode, Gegnerkills 246 und Level 14. Ich habe mir erlaubt, in der Zwischenzeit eigenständig unseren Charakter ein bisschen herzrichten, hin und her, rot, blau, schwarz und hin und her. Dann sind da ein paar Mods drinnen, dass man die, ja, was weiß ich, schneller nachladen, mehr aushalten, etc. etc. Mehr Taschenplatz, damit die Gute auch mehr tragen kann und dass sie dann im Endeffekt nicht, weiß ich nicht, wie ein Dampfwalzen über einen Glocken aufschnauft. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ja. Und jetzt werden wir einfach hergehen und werden die Episodenanzahl ungefähr auf 30 Minuten halten. Und ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel gelootet und ein paar Häuser gemacht und ein bisschen Loot gemacht und hin und her. Ich habe auch schon ein Gebäude gefunden, welches wir zum Blutmond nehmen. Das sage ich dann noch. Ich vermute mal, dieses Format, was du jetzt siehst, diese Episode mit Erklärungen, Erzählungen und hin und her, das wird vielleicht, na, es wird vielleicht eine zweiteilige Episode. Schauen wir mal. Das weiß ich noch nicht. Aber vorerst einmal, ich hab mir jetzt müssen einen Zugang suchen zu den Spielen und zu den Spielen für YouTube. Es ist immer schwierig. Das sind Spiele für mich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich bin dann halt einfach einer, der anfängt. Ich fange auf dem normalen Schwierigkeitsgrad an. Wenn mir das Spiel gefällt, schraube ich dann den Schwierigkeitsgrad höher, wenn ich das Spiel verinnerlicht habe. Das bin halt ich. Und ja. Jetzt werden wir uns in diesen kommenden Minuten damit befassen, wie es nun weitergeht. Du siehst ja, ich habe da schon ein bisschen angefangen mit ein bisschen was aufbauen. Ich habe mir das so gedacht, jetzt mitten in der Stadt was aufbauen, ist ein Schatz. Ich habe die Scheune nicht gefunden. Die hätte uns auf der Höhe oben ein bisschen Sicherheit geboten. Jetzt bin ich aber hergegangen und habe gesagt, gut, wir werden uns außerhalb von der Stadt was bauen oder von der Siedlung. Und das ist dabei rausgekommen. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es dient einmal dem Anfang. Wir kennen ja das, was wir da haben als Basis, können wir ja ausbauen später. Das sage ich da jetzt dann auch. Ich hätte gesagt,
Warte mal kurz. Wir haben da jetzt da 1, 2, 3, 4, 5. Und da hinten ist Zombie Nummer 6. Da hinten wird es gerade noch einen sechsten gesehen. Ähm, vorerst nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Zombie fehlt mir. Es müssten 7 sein. Ich hab Rocky heute auch schon gesehen. Unsere fesche Dame mit dem Hausdamengewandel. Ja, dann ist jetzt halt nicht da. Wurscht. Wir haben die Waffe geladen. Da kommt Spidey. Genau. Ich weiß, wir werden es am Anfang ziemlich schnell, ähm, ziemlich viel und Dings hoch leveln oder beziehungsweise wir werden jetzt eine Zeit lang durchrauschen durch das Spiel. Aber das ist mir wurscht, aus dem einfachen Grund, ich bin ja so blöd und stirb trotzdem auch, obwohl ich übermächtig bin. Ja, jetzt bin halt ich ein bisschen Botsch da zwischen rein. Gut, wir schnappen uns gleich diesen Kollegen. Sehr gut. Na, der steht noch mehr auf. Frage. Wie kann man beim Betätigen einer Waffe nur schnaufen? Das musst du mir jetzt erklären. Keine Ahnung. Ähm, das nächste. Es könnte sein, okay. Es könnte sein, ich habe mir was überlegt für diesen Spielstand und dann auch später außer mit der Alpha 20. Es könnte sein, du hast ja das Intro, das mit der Heavy Metal Musik unterlegte Intro, hast du ja gesehen. Ähm, ich bin privat ein Mensch, der irgendwie eine Liebe fürs Absurde hat. Es könnte sein, dass mir vielleicht was einfallen lässt und im Laufe der Zeit ähm, dieses Spiel ein bisschen ins Absurdum treibt. Ich weiß, ich habe ein paar Ideen, aber darum möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen dafür, und dass man das auch dann geil macht. Ja. Ich liebe so ein bisschen das Absurde auch ab und zu. Und ich hätte gesagt, jetzt rede ich da gerade 11 Minuten dumm. In Kürze wird es morgens. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt einmal diese kleine Unternunft an, diese kleine Unvernunft und gehen dann in die Stadt. Genau. Und zeige euch ein bisschen, und zeige euch das Gebäude, was ich mir für den Blutmond ausgesucht habe. Aber bevor ich das jetzt tue, schau her. Ich habe da mehrere Truhen. Ich habe da schon ein bisschen vorbastelt. Das werden wir alles brauchen für den Blutmond. Ich habe uns da schon ein paar Pfeile gemacht und ein paar bisschen was. Ich muss erst schauen, wo ich ein Dings krieg. Eine doppelleifige oder Schrotflinten und ja, mal so 762er Muni passende Waffen. Ich muss erst schauen. Da haben wir noch ein bisschen Reserve für die 9 mm. Unsere Intelligenzbrühen, die werden wir, na vorerst werden wir in Dings tragen, die mit dem Beutebonus und die haben wir auch mitgenommen. Beutebonus, also sollten wir ein bisschen was mehr machen etc., können wir uns da auch ein bisschen mehr Loot erhoffen. Ja, das brauchen wir dann alles. Wie du siehst, da habe ich schon ein bisschen was zusammentragen. Ich habe jetzt auch schon ziemlich viel verarbeitet für da. Das muss ich aber jetzt auch gestehen, gell. Ja, genau. Das werden wir alles später brauchen. Da unten ist, das sind eigentlich da herinnen. Genau,
Drahtwerkzeug, das werden wir später mal benötigen. Und da habe ich das Essen und alles erinnern. Genau, ein bisschen Kohle, ich habe schon ein bisschen was ausgegeben. Und das ist für den Blutmond, was soll man da erinnern? Da ein paar Kleinigkeiten, Dinge, die wir halt dann später vielleicht einmal verkaufen können, etc. Und da alles, was Auto angeht. Mehr ist nicht. Genau. Also, das jetzt, ich zeig dir jetzt mal von außen das ganze Debakel. So. Schau her. Da schaut das ganze Debakel aus. Und auf den Debakel können wir aufbauen. Ich habe da in der Art wie eine Mauer rundum umgezogen. Das Stück da. Das möchte ich dann nochmal um eins breiter machen. Vielleicht haben wir dann später auch schon Stahl oder Beton oder so irgendeinen Schaß. Dann können wir das da richtig schön fett machen. Und oben auf bauen wir uns dann, weiß ich nicht, ein heidnisches Himmelreich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut, da drüben ist wieder Kranki unterwegs. Ich bin gerade am Überlegen, mir eigene Namen zu suchen. Für die Zombies. Ja, weil ich einfach lustig finde. Kranki kennst du eh schon. Rocky kennst du auch schon. Grüni kennst und meinen absoluten Liebling Augi. Genau. Für Erm habe ich noch keinen Namen. Für Erm. Der leuchtet in schönem Rot und genau. Ad absurdum. Genau. Genau. So gefällt mir das. Ehrlich, ich bin aber auch ein Mensch, das muss ich dazu gestehen. Ich bin auch ein Mensch, der im Prinzip, wurscht mit so einem Spielstand, dass er anfängt, mit keinem einzigen Spielstand zufrieden ist. Das ist scheißegal. Da kann mir der Spielstand noch so viel Loot bieten. Gusch, Kranke, ihre jetzt. Luder du. Ich kann noch so viel geilen Loot haben. Ich kann noch so toll irgendwas aufbauen. Das wird mir sicher nicht gefallen. Weiß ich nicht. Ah ja, übrigens, wir sind in Dänemark, gell? Ich glaube, die dänische Flagge schaut so aus. Nein, wurscht. Und zwar, ich habe das Gebäude schon ausgerammt. Das kommt aber nicht in Frage. Erstens einmal ist das viel zu groß. Das kriege ich nicht im Überblick. Leider. Schön wie der Mond da hinunter geht, gell? Ich habe mir das Gebäude ausgesucht. Das da. Das habe ich nämlich schon soweit ausgerammt. Das Einzige, was wir dann später noch machen müssen, ist das Gebäude vor Zombies befreien und oben am Dach werden wir einen Schlafsack aufbauen und ich habe hinten in der Kiste, hast du vielleicht eh gesehen, wenn ich nicht schnell war, Dings versteckt, Ziegelblöcke. Die Ziegelblöcke werden wir zuerst einmal da aufbauen und rundum und werden wir die ganzen Fallen setzen, hin und her und bla bla bla. Und noch gehe ich den Bären aus dem Weg, weil so stark sind wir. Nö. Weil ich bin ein Mensch, ich gehe den Bären erst dann an, wenn ich weiß, dass ich mindestens einmal einen Panzer habe, gell? Mhm. Oder einen F-22 Jagdbomber, was weiß der Geier. So von den Amis, ne? Man gut, der Kampfjet, der F-22 ist schon geil. Ich bin mir auch unsicher, die Bären lassen einen ja in Ruhe, ne? Solange du es nicht angreifst. Ich weiß das alles gar nicht. Du kannst mich. Batscher Pizza, warte mal, war ich da nicht schon drinnen? Mal schauen, ich kenne mich momentan absolut nicht mehr aus. Genau, da war ich schon erinnern. Das könnten wir uns auch als Basis aufbauen. Schaut auch geil aus. Aber dazu später mehr. Ah, da ist Dicky. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt einmal das allerübelste Übel. Und es ist halt nur, jetzt hängt es halt nur von mir drauf, jetzt hängt es halt wirklich nur von mir an, dass ich im Geist habe, das, was ich euch dort erzählt habe, umzusetzen. Ja, genau.
1,2 Kilometer. Habe ich eine Quest angenommen. Weiß ich nicht. Ähm, Ich hoffe, dass die nicht zeitbegrenzt sind. Ansonsten haben wir diese Quest verloren. Aber im Endeffekt ist es mir eh scheißegal. Wo müssen wir denn da hin? Warte mal. Wir steigen jetzt so. Da kommen wir her. Die nächsten 3 Tage. Jetzt habe ich euch da ein bisschen was erzählt, was ich da vorhabe. Dann das Special, das wir dieser Tage mal angehen und mal schauen, wie ich lustig bin. Und das Problem ist bei mir nämlich, ich habe, dass ich jetzt nicht anliege. 4, 5, 6. Ich habe daheim circa 6 Terabyte Speicherplatz. Ähm, Da ich mittlerweile ein Mensch bin, ich mag es, wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache, das hochlade, dass ich alles, was ich brauche, auf einer Festplatte habe, dass ich dort nur in den Ordner gehen brauche, das nur verschieben muss oder je nachdem zum YouTube-Video zum Hochladenen hinzufügen muss und passt. Das liebe ich, wenn es schnell geht, wenn es unkompliziert ist. Vielleicht mache ich mal ein Video drüber. Aber auch nicht viele Videos in der Woche bringen. Ich hasse es, wenn ich da lang um und um scheißen muss. Weißt zwar nicht, wie das bei dir ist. Aber ich liebe es einfach und unkompliziert. Es ist leider so. Ich meine, ich bin zwar im Improvisieren nicht unbedingt der Schlechteste. Weil ich einfach in Berufen gearbeitet habe, wo du improvisieren hast müssen. Hm? Das schaut geil aus. Das schauen wir uns gleich an. Wie tauft man sie? Ich hab's. Titi. Kranke haben wir und jetzt haben wir da Titi. Genau. Titi. Das ist ein geiler Name, der gefällt mir. Was machen wir dann eigentlich wie heißt denn dann eigentlich die die schwarzkleidete mit dem schwarzen Kladel? Ah, da haben wir gesagt Nutti, ne? Genau. Jetzt schrecken mir sogar schon die Fliegen. Super. Da habt's Rocky. Genau. Die absurder brüllt, als wie ein Brüllaffe im Mai. Obwohl ich noch nie einen Brüllaffen im Mai gehört hab. Rocky? Ah, Grüni. Jetzt komm ich schon durcheinander. Also wie du siehst, die Guten hören alle mit I auf. Haha. Und wie du siehst, ich krieg auch so eine auf die Schnauzen. Da brauche ich nicht unbedingt in den nächsten Schwierigkeitsgrad aufgetragen. Aber wir müssen derweil ein bisschen Munition sparen. Wir nehmen dabei Arm. Genau, wir haben noch ein Level Up, das werden wir dann... Oh! Wir werden dann gleich einmal das Level Up vergeben. Ein bisschen Benzin. Zerlegen wir auch gleich. Was ist da drin? Wildbrett. Ui, wir werden die Zombies gleich mal anziehen, ha? Eisenpfeilmuni. Wir dann die mal da oben. Genau. Ja.
Genau, so machen wir's. Den werden wir dann später zerlegen. Ah, das ist er, für den ich noch keinen Namen habe. Wird mir auch noch was einfallen. Oh. Auf! Au! Rocky! Wenn wir die Zombies noch erziehen, auch noch, ne? So, was haben wir da? Nix. Habe ich so einen Barackenstuhl mitgenommen? Ja, dann können wir mitnehmen. Jetzt haben wir zwei, super. Ja, aus! Ich habe ihnen jetzt die Tiere aufgemacht, gell? Aber sie sind zu blöd, dass die Tiere nehmen. Na, da kannst du lieber aufeinander, weißt? Hey, du geile Schnute, komm her! Der Gewaltgrad kommt ein bisschen absurder sein, hätte ich nichts dagegen. Warte mal. Ich hab uns ein Dings gebaut. So Holzrahmenblöcke. Oh. Super. Wegen einer Packung Farbe. Scheißzeug nicht an. Warte mal, jetzt tun wir die mal da her. Sie hat nämlich schon wieder einen Hunger. Benutzen alles in Rauchen, was geht. Da tun wir nicht viel mehr drum. Ein bisschen was muss aushalten. Wenn der weiße Schlüpper braun wird, also ja, du kennst meine Ausdrücke eh schon, wenn du mich des Längeren verfolgst. Viel Zuschauer habe ich nicht. Ja, das ist wichtiger. Gefechte in der Stadt 3. Eine falsche Bewegung kann das Hornissennest aufwecken. Über Müll zu schleichen ist geräuschlos. Cool. Hoch die Tassen. Wenn du Bier trinkst, wird deine Sicht nicht länger unscharf und dein Rausch hält doppelt so lange an. Cool. Bücherregal ist leer. Der Schreibtisch. Sweatshirt. Wir nehmen es mal mit. Ja, aber selbst in der Apokalypse möchte ich ein bisschen Adretter daherkreuen. Gut, das haben wir, der Kühlschrank ist leer, die Mikrowellen können wir dann später holen. Wir nehmen uns das schimplerte Brot mit. Jetzt ist dann eh gleich mal so weit, dass wir da wieder eine kleine Pause machen. Oh, ja, ich hab die Dildos mit, die Dietriche, genau. Wie kommt man von Dildos auf Dietriche? Na ja, gut, öffnen beide Mordstrom Gaudi. So, machen wir auf, komm. 1,4. Nein, nicht einmal. Cool, können wir verkaufen. Das werden wir auch verkaufen. Stahlvorschlag haben wir. Das können wir auf jeden Fall zerstören. Ja, das können wir. Ja. Ja, genau. Okay. Alles okay ist, Betterle. Alright, sagt Leid, genau. Ja, da. Auf die Bude, Kartoffel und dann Honig. Sehr geil. Braucht man da ein paar Schnapswülpse. Zerlegen, die 6er hätte jetzt. Warte mal. Leg heute mal. Welche trage ich momentan? 4. Ja, da war ich deppert, wenn ich die hinmache. Ehrlich.
Ähm, nein, ich stehe jetzt auf schwache Rüstung, es tut mir echt leid für euch. Ah, na mit. Nehmen wir auch noch mit, ist ja wurscht. Nehmen wir auch mit, können wir brauchen. Passt. War erfolgreiche, kurze Runde. Jetzt ist 19. Ja, okay. In 2 Minuten ist diese Runde vorbei. Dann haben wir eine halbe Stunde. So, und in der nächsten Ausgabe werden wir einfach ein bisschen weiter spazieren und uns weiteren Dingen widmen. Ja, Dingen, die man halt so in 7 Days to Die macht. Looten, looten, ja, und nochmal looten. Genau. Also du siehst, das Level-Up wollte ich noch vergeben mit euch. Mit dir. Ja, das Bäumle nehmen wir mit. Wir werden noch genug Holz brauchen. Was das, wir werden das auch gleich mitnehmen. Ich habe mir die letzten 3, 4 Ausgaben ziemlich zu geärgert. Ich muss jetzt wieder ein bisschen mindern, das Ganze. Das ist ja, nein. Ich weiß, es geht auch. Ich bin ja offen und ehrlich. Mein Dialekt ist auch nicht an jedermanns Geschmack. Ich weiß es eh. Aber das ist der Dialekt da bei uns in der Umgebung und ich sehe nicht ein, warum ich den wegtun soll. Es ist so. Ähm, was das, die benutzen wir auch noch, dann hat sie weniger Hunger. Und Kaffee brauchen wir dabei auch nicht eigentlich. Die Eisenschaufel haben wir daher, da machen wir so. Und wir benötigen ganz kurz dich, mein Schatz. Ja, warte mal. Heute Bonus plus 5. Das hört sich so hordistisch an. Ah ja. Wir sehen es eh gleich, wenn er da durchbricht. Bam, 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 bam. Oder wir halten uns den Punkt, den Fertigkeitenpunkt und schauen, dass wir nur Dings machen. Dass wir weiterkommen mit dem Ingenieur. Du hast nicht genug Ausdauer, dann trink das hier. Ja. Ja, genau so machen wir es das nächste Mal. Und auch prinzipiell. Ja, vielleicht habe ich die Inhalte ja schon für die Zukunft auch schon erklärt. Ich weiß es nicht. Also viel Ausdauer hat die Frau auch nicht, ha? Oh, die hat jetzt einen ganzen LKW verrammt. Ehrlich. Wow. Ah, jetzt geht's. Ich weiß zwar nicht, wie du das siehst, aber mir kann Gewaltgrad gar nicht zu absurd sein. Gut. Den Baum machen wir noch. Und dann ist Schluss für heute. Dauert der Scheiß eh schon lang genug. Bei so bei so schaubar bleiben auch. So. Genau.
So, nehmen wir den noch mit. Und beim nächsten Mal werden wir das, was wir jetzt da haben an Loot, werden wir verstauen und werden uns dann in Richtung diesen Wegs machen. So, den schlagen wir noch schnell, dass wir uns nicht erschlagen damit. Wir müssen noch ein bisschen was looten und sammeln für den Blutmond. Jetzt muss dieser Gegenstand repariert werden, das halte ich im Kopf nicht aus. Dankeschön für den Kopf, dass es nicht aushält. So, 4 Steine, wir brauchen ein paar Steinchen. 1 Minute 44 würde der Beutebonus ja noch halten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei Steinen auch funktioniert. Naja. Na, da hätte ich den Tagebau, den Baudings braucht, genau. Da war ja was. Passt. Man sieht sich, bleibt brav und halt die Ohren steif bei sämtlicher Absurdität im normalen Leben. Baba dabei.